Das Wasser freigelassen. Der Chlorgeruch verweht. Das Schnurren der Gäste lange her. Ein leeres Heil- und Thermalbad. Und eine Handvoll Freunde, die träumen. Von durchtanzten Nächten. Vom Schweren, das leicht wird. Von Verboten, die nicht mehr gelten. Träumen. Nicht sehen, was ist, sondern ahnen, was sein könnte. Ich war hier in der Oberpfalz auf der Suche nach Lagerhallen und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, hier auf das leerstehende Badehaus, das ehemalige Sibyllenbad. Und ich hatte eine Besichtigung mit dem Bürgermeister und wir kamen rein und ich hatte sofort, der erste Gedanke war, hier muss Kunst passieren, hier müssen Leute reinkommen und eben nicht nur meine ganzen Schachteln und Sammlungen und Objekte untergebracht werden. Das Badehaus Meyersreuth. Susanne Neumann will einen Kunstraum öffnen und steckt alle an mit ihrer Begeisterung. Die Gemeinde kauft das Bad. Ein Verein wird gegründet, mit ihr als Vorsitzende. Neumann richtet sich in den Umkleiden ein Atelier ein. Der restliche Platz wird geteilt, mit allen, die Bilder zeigen wollen. Es war auch ein Mitbewerber für die Anlage, die wollten hier eine Tiertherapie machen. Das war die Alternative zu uns. Meyersreuth, 65 Personen mit Erstwohnsitz. Ein Wirtshaus, ein Schulhaus, ein Badehaus. Das wurde 1989 aufgemacht. Gutes Timing. Eben noch Randzone, dann plötzlich wortwörtlich der Mittelpunkt Europas. Tatsächlich, ich war hier, als es noch im Betrieb war, mit meiner Großmutter. Da war ich 15, 16 und ich kann mich eben erinnern an diese pickepackevolle Badehalle. Also das war ja überfüllt. Es wurde eben deswegen geschlossen, weil es so erfolgreich war. Also nicht, weil es nicht rentabel war oder so, sondern weil einfach zu viele Leute kamen. Und ich kann mich erinnern an diese Geräuschkulisse, die hier herrscht, an diesen Chlorgeruch. Und das hat so eine Erinnerung in mir wachgerufen. Und eben auch das Gefühl, dass alle Leute, die hierher kommen, eigentlich was Positives damit verbanden. Also eine Heilung für den Körper. Und wir machen jetzt eine Art Heilung für den Geist. Der Verein organisiert Themenabende. Diesmal Casino. Aus Bad wird Bühne. Gemeinsam ein Bild schaffen. Zum Bild werden, das in Erinnerung bleibt. Eine soziale Skulptur. Zu gewinnen gibt es Kunst. Es wird gezaubert, gezockt und gefördert. Künstler Axel T. Schmidt war auf der Stelle verliebt ins Badehaus, als er vor ein paar Jahren erstmals hier war. Der Eindruck hier ist wirklich 80er Jahre Architektur. Es geht gar nicht mehr. Aber genau diesen Stressfall aufzunehmen und dem auch Paroli zu bieten, dem zu arbeiten, ich habe in den 80er Jahren studiert, ist natürlich best of. Mittlerweile hat Schmidt hier mehrere Kunstwerke realisiert, ist im Vorstand des Vereins, der mehr als 100 Mitglieder hat. Internationale Kunstschaffende stellen aus. Das Badehaus fordert mehr heraus als eine leere Leinwand. Ein leeres Becken war für mich sofort Anlass, das wieder zu füllen, weil es extrem traurig macht, wenn es leer geblieben wäre. Mit schwarzem Schaumglas macht Schmidt eine große Welle. In dieser Disco tanzt die Kugel. Kunst-Superstar Daniel Spörri installiert hier 700 Wanderstöcke, die zum Teil von der Bevölkerung geliehen werden. Titel „Unwirksam zu gehen ist nicht günstig". Im Gästehaus können Interessierte wohnen. Eine Stahltreppenskulptur als sichtbarer Eingriff. Ansonsten hat Architekt Karl-Heinz Beer alles kunstvoll sein gelassen. Wenn man in der Oberpfalz aufgewachsen ist, dann hat man die Region kennengelernt schon als eine Region, die Defizite hat, die in gewissen Bereichen verloren, vergessen war. Und das ist für einen Architekten in der Region eigentlich eine der schönsten Aufgaben, wenn man das, was Tradition hat, das, was unsere Heimat widerspiegelt, wenn man das wieder in Wert setzen kann und wieder einer neuen Funktion übergibt. In diesen einsamsten Teil der ohnehin abgelegenen Sturpfeuts kommen jetzt Hunderte, wenn Partys und Ausstellungen stattfinden. Schauspieler Lars Eidinger legt Techno auf.
Die Demographics feiern Hip-Hop alter Schule. Und die Punkband Erection lädt zum bunten Abend. Das Wichtigste immer, es ist für alle. Im Heißlufteuter werden Bauern und Bäuerinnen über Meyersreuth geflogen. Fast bis Marienbad. Als kleines Dankeschön. Dauernd was los in Meyersreuth. Wir waren am Anfang 3 Damen und dann haben wir einen Verein gegründet, sind also gleich mehr Leute geworden. Und das Tolle daran ist, dass von diesem Anfangsdossier, wo wir scheinbar verrückte und hochtrabende Ideen hatten, bisher alles verwirklichen konnten. Jetzt bald The Other Touch, eine Ausstellung. Hier scheppert es, das ist Louise Lang. Glasmalerei mit Graffiti, Matt C. mischt das. Fragile Formen von Veronika Beek, halb Vasen, halb Tränen. In Meyersreuth gibt es ein leeres Becken, das immer neu gefüllt werden will. Mit Träumen. Und deren Menschen.